Nidlegried. Ganz abgelegen, ausserhalb von einem kleinen Bergdorf, hat einmal ein altes, gespässiges Weibli gelebt. Ihr Haus war verlottert und im Stall hatte es nur eine Kuh. Die musste auf einer steinigen Gächenweide grasen und manchmal hat sie kaum ein Gräsli gefunden. Aber trotzdem hat die Kuh so viel Milch gegeben, wie ein Stall voll Kühe Milch geben. Von dieser Milch konnte das Weibli dann ganz viel Nidle abschöpfen. Die Leute vom Dorf haben dieser gespässigen Frau nur noch die Nidlegried gesagt. Und es hat deren gegeben, die haben gemunkelt: Nidlegried ist sicher eine Hex. Wie sonst kann es sein, dass ihre einzige magere Kuh so viel Nidle gibt? Ein junger Bauernbursch, der auch in dieser Gegend gewohnt hat, wollte unbedingt herausfinden, wieso die magere Kuh so viel Nidle gibt. Darum ist er beim Weihnachten zur Hütte vom Weibli geschlichen, hat sich hinter einem Baum versteckt und hat gehört. Immer wieder hat er ein undeutliches Gemurmel gehört. Das ist vom Stall hergekommen. Aber gesehen hat er nichts. Am anderen Tag ist er nochmal zu dieser Hütte geschlichen, das mal ein bisschen früher, und hat sich im Stall versteckt. Gleich darauf hat er Schritt gehört. Mucksmüsli-still ist der Bursch im dunklen Stall unter der Futterkrippe gehockt und hat kaum trauen zu schnaufen. Da geht die Tür auf und im Schein der Stalllaterne hat er die Nidlegried reingekommen. Sie hat einen Kübel unter die Kuh gestellt und hat angefangen zu mehlen. Wo im Kübel ein bisschen Milch war, hat sie die Milch in ein grosses Kässi geleert und dann ein Krügli voll Nidle daneben gestellt. Dann hat sie ihre Hände über dem Kässi hin und her geschwenkt und dazu gemurmelt: «Hexe gut und Sennenzoll, wo jeder Kuh 2 Löffel voll.» Kaum hat sie das gesagt, war das Kässi voll feinstem Rahm, bis zuoberst an den Rand rauf. Nidlegried hat das Kässi genommen, ist zum Stall aus und in die Hütte übergegangen. Der Bursch ist ganz vertattert noch eine Weile in seinem Versteck geblieben. Dann aber ist er aufgestanden, zum Stall aus und was hast heimgesprungen. Auf dem ganzen Heimweg hat er immer wieder den Spruch vor sich her gesagt, damit er ihn ja nicht vergisst. «Hexe gut und Sennenzoll, von jeder Kuh 2 Löffel voll. Hexe gut und Sennenzoll, von jeder Kuh 2 Löffel voll.» Als er daheim in seinem eigenen Stall war, hat er zuerst kontrolliert, ob ihn auch ja niemand beobachtet. Nein, alles ruhig und er allein. Hey ja, es war ja mitten in der Nacht und die anderen haben geschlafen. Der Bursch hat es dann gemacht wie das Weibli. Er hat einen Kübel unter die Kuh gestellt, hat sie gemahlen und dann ein bisschen Milch in ein grosses Kässi geleert. Neben das Kässi hat er ein Krügli voll Rahm gestellt, hat seine Hände hin und her geschwenkt und gemurmelt: «Hexe gut und Sennenzoll, von jeder Kuh 2 Löffel voll.» Und schau auch da. Schon ist das ganze Kässi voll feinster Nidle. Der Bauernbursch konnte es kaum glauben. Aber er hat noch nicht genug gehabt. Am nächsten Abend hat er ein grösseres Kässi in den Stall geschleift, hat ein bisschen Milch reingeleert und wieder ein Krügli voll Nidle daneben gestellt. Jetzt aber hat er den Spruch abgeändert. «Hexe gut und Sennenzoll, von jeder Kuh 2 Becher voll.» Und was ist passiert? Im Kässi hat es wieder Nidle gegeben, und zwar gerade doppelt so viel wie gestern. Der Bursch hat in die Hände geklatscht und ist vor Freude von einem Bein aufs andere gehüpft. Eigentlich hätte er jetzt zufrieden sein können. Aber nein, er ist noch gieriger geworden, hat noch mehr haben und darum hat er am nächsten Abend alle Kässi, Kübel und Krüge, die er im Haus gefunden hat, in den Stall geschleift, hat in alle ein bisschen Milch geleert und wie immer das Krügli voll Nidle daneben gestellt. Dann ist er auf ein Schemmeli gestanden und hat seine Hände über allen Kässi hin und her geschwenkt. Den Vers hat er nochmal abgeändert. «Hexe gut und Sennenzoll, von jeder Kuh 2 Kübel voll.» Kaum hat er das gesagt, sind alle Kässi voll. Nidlen ist sogar über den Rand aus, über den Stallboden. Es hat immer mehr und mehr Nidlen gegeben. Es hat den ganzen Stall überschwemmt. Nidlen ist wie ein Bächli zum Haus über. Er hat sogar das Haus überschwemmt. Es hat immer mehr und noch mehr Nidlen gegeben. So viel, dass der Nidlenbach gegen das Dorf zugeflossen ist. Der Bursch hat gerufen: «Aufhören!»
Aber es hat alles nichts genützt. Er konnte rufen und schreien, so viel er wollte. Es hat einfach immer noch mehr und noch mehr Niedeln gegeben. Da hat der Bauernbursch gesehen, dass auf dem Stalldach oben die Niedelgret sitzt. Und die hat jetzt nur schadenfreudig gelacht und gerufen: «Hexengut und Niedelfluss, wer zu viel will, hat nichts am Schluss.» In diesem Augenblick hat es aufgehört, Niedeln zu geben. Und die Niedelgret war verschwunden. Der Bauernbursch hat von da an nie mehr diesen Spruch gesagt. Und die Niedeln hat er seiner Lebtung nie mitgegessen. Zum Glück sind von überall her Tiere gekommen und haben die Niedeln aufgeschleckt. Und wenn sie damit noch nicht fertig sind, dann schlecken sie allweg heute noch.